Und nun wird's wieder Zeit für unsere beliebte Sendung Fragen Sie Herrn Eidex. Na, Timmy, soll ich dir mal was über geothermische Energie beibringen? Geo, was? Nie gehört. Geothermisch, Timmy. So nennt man die Energie, die es in der tiefsten Tiefe der Erde gibt. Stark. Da kommt man schwer ran. Doch zum Glück haben wir hier in unserem modernen Fernsehversuchslabor einen voll aktiven Vulkan. Echt? Den muss ich mir mal aus der Nähe angucken. Ja. Aufgepasst, wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Halt, warte mal, Moment, Timmy. Immer vorsichtig. Hier im Fernsehlabor benutzen wir immer Schutzbrillen, wenn wir Experimente machen. Aha. Ist doch nicht wahr. Wie wär's denn noch mit einem Sicherheitscode für die Fernsehzuschauer? Wird ja Zeit, dass die mal an Sicherheit denken. Ich hatte schon immer was gegen dieses Programm. Na klar. Umso besser, dann kannst du ihr die Tür aufmachen. Mann, ich sehe da keine geothermische Energie. Warum passiert denn da nichts? Tja, weißt du, Timmy, die Natur hat nun mal ihren eigenen Fahrplan. Oh. Vielleicht kann ich der Natur ein bisschen nachhelfen. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Da steht jemand vor der Tür, Earl. Hab keine Zeit. Ich will nicht gestört werden, wenn meine Oberlieblingssendung läuft. Und? Er will auch nicht gestört werden. Es ist Pearl. Deine Schwester. Pearl? Deine Schwester Pearl. Nein, es muss ein Irrtum sein. Guck noch mal nach. Ich werde doch wohl noch deine Schwester erkennen, wenn ich sie sehe. Ach, wirklich? Dann hast du ja ein besseres Gedächtnis als ich. Ich weiß nämlich nichts mehr davon, dass ich sowas wie eine Schwester habe. Die Schwester muss einen anderen Bruder haben. Ganz wie früher, der alte Earl Sinclair. Mann, Brüderchen, bist du aber fett geworden. Bin da. Wer noch? Earl. Willst du deine Schwester nicht wenigstens begrüßen? Hallo. Woher willst du wissen, dass sie wirklich meine Schwester ist, hm? Wir haben uns seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht ist das eine Betrügerin. Ich will erst mal sehen, was in ihrem Ausweis steht. Und ich will erst diesen kleinen Jungen hier kennenlernen. Na, wie geht's, du kleiner Wonneschnuckel? Sag mal, wer bist du denn? Ich bin deine Tante Pearl. Da, guck mal, was ich hier Schönes für dich habe. Mann, für mich? Du meinst, so ein billiges Geschenk ist ein Trostpflaster für all die Jahre, die du weggetaucht warst? Du kannst ja nicht so reinmarschieren und dir mit solchem Müll seine Liebe kaufen. Tante hat dich furchtbar doll lieb. Ist doch nicht wahr. War ein nettes Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Ich finde, das reicht für die nächsten 15 Jahre. Mach's gut. Kann ich mal kurz mit dir unter 4 Augen sprechen? Sprich unter 2 Augen. Meine kannst du vergessen. Komm sofort hierher. Ja, und ich komme sofort, Liebling. Möcht bloß wissen, wieso er so stinksauer auf mich ist. Schenk ihm was zum Spielen. Ich fürchte, damit ist es nicht getan. Damit ist er nicht zufrieden. Was zum Spielen ist nicht genug für den? Ich schnall einfach nicht, was du an der findest. Na, Wie wer sie sich schon kommt denn anzieht. da? Ich fall vor Freude glatt um. Ich verwette meinen Hut, dass diese beiden reizenden Kinder Robbie und Charlene sind. Los, gib mir jetzt sofort einen Kuss. Aber wer sind Sie denn? In der Schule haben die uns eingetrichtert, wir sollen fremde Dinos nicht Und für uns knutschen. sind Sie fremd. Fremder geht's nicht. Quatsch, ich bin doch kein fremder Dino. Ich bin eure Tante Pearl. Die Schwester eures Vaters. Er hat euch doch bestimmt von mir erzählt, oder nicht? Tante Pearl, Tante Pearl. Aber klar doch, wann bist du aus dem Knast gekommen? Er hat euch erzählt, dass ich im Knast war? Naja, er meinte, wenn du nicht ausgewandert bist, dann sitzt du Euer im Knast. Vater hat eine blühende Fantasie, also wirklich. Nein, eigentlich nicht. Hey, gehört die Gitarre dir? Aber ja, Nice. darum bin ich ja hergekommen. Ich singe die ganze Woche hier in so einer Musikscheune. Der Laden heißt der Bucklige Bronto. Aha. Bist du etwa Sängerin? Genau. Oh. Bist du wirklich Papas Schwester? Na klar bin ich seine Schwester. Sagt bloß, ihr seht die Ähnlichkeit nicht. Na? Stimmt, ihr habt ein bisschen Ähnlichkeit, Doch, aber hör das ist nicht auf. persönlich. Pearl, Nicht dein doch. Bruder hat dir etwas zu sagen. Machen Flugsaurier lustig ab? Aua. Oh, da fällt mir gerade was ein. Wir haben den Kindern immer gesagt, wenn einer zur Familie gehört, dann müsst ihr zu dem freundlich, lieb und nett sein. Stimmt nicht, du hast was ganz Du hast anderes Sendepause, wenn ich rede.
Als Familienchef muss ich ein gutes Vorbild sein, kein schlechtes Beispiel. Hab auch keine Lust, mit meiner Frau Zoff zu kriegen. Darum habe ich beschlossen, dich nicht gleich wieder rauszuschmeißen. Fühl dich wie zu Hause, aber mach dich nicht zu breit. Herzlich willkommen. Heißen Dank, Bruderherz, für euren freundlichen, warmherzigen Empfang. Um euch auch eine kleine Freude zu machen, lade ich euch heute Abend zu meiner Show ein. Alle. Mann, spitzenmäßig. Was, in so einen miesen Schuppen? Da hängen rudelweise oberfinstere Typen rum, die sich die Zähne mit Bier putzen und bloß die Zeit totschlagen. War das eben ja oder was? Nein! Tut mir mächtig leid, ihr müsst morgen früh zur Schule. So ein Mist. Du darfst nicht so streng zu ihnen sein. Genau. Na los, gib dir einen Ruck und sei kein langweiliger Frosch. Siehst du, da haben wir den Salatfrennen. Das ist Pearls Auffassung vom Leben. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Wenn dir was gefällt, nimm's dir doch. Erfüll dir ruhig jeden Traum, selbst wenn der Traum bloß Schaum ist. Was ist denn so falsch daran? Ich werde dir sagen, was daran falsch ist. Ihr werdet heute Abend schön hier bleiben. Das ist voll ungerecht. Das Leben ist immer voll ungerecht, kapiert? Und solange ich euer Vater bin und nicht Pearl euer Vater ist, wird es auch ungerecht bleiben. Nun macht einen Flugsaurier und ran an die Schularbeit. Na los. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, Papa hatte recht, die bescheuerten Schularbeiten gehen vor. Ja, Ja. Wer von euch bekommt die Dinolade? ich bitte. Dinolade und Pfefferminzschmolz. Danke. Dankeschön. Packt bloß schnell euren Schulkrempel weg. Ihr seid ja in der üblen Spelunke. Benehmt euch auch so. Ja, stimmt, da haben Sie recht. Oh, hallo, da seid ihr ja. Echt abgefahren. Ich fasse es nicht, dass ihr meinen sturen Bruder doch rumgekriegt habt. Ja, ich schätze, Papa hat geschnallt, dass sein Gelaber vorhin einfach kleinkariert war. Oh, ihr zwei habt euch heimlich aus dem Staub gemacht, stimmt's? Stimmt. Keine Sorge, Kinder, ich werde euch schon nicht verpfeifen. Ich bin richtig geschmeichelt, dass ihr ein Donnerwetter riskiert, nur um mich singen zu hören. Ja. Robby, Charlene, Donaldino, hoffentlich habt ihr einen guten Grund, euch hier rumzutreiben. Ihr müsst doch wohl morgen zur Schule, hm? Haben wir. Na gut, tut mir leid, dass ich so auf streng gemacht habe, aber musste sein. Hallo, mein Freund. Kennen wir zwei uns schon? Ich glaube eher nicht. Denn bestimmt würde ich mich an solch einen sympathischen Dino wie Sie erinnern. Das ist Papas Schwester. Ich bin Pearl, wissen Sie? Und ich bin, De Paul, wir kennen das schon. Kann eine Weile dauern, bis er es schafft, auf seinen Namen zu kommen. Na gut, ich muss jetzt auf die Bühne. Aber wir sehen uns noch nach der Show. Dann können wir diese unwahrscheinlich spritzige Unterhaltung ja fortsetzen. Ist das ein Wort? Also, ich muss auf die Hals- und Bühne. Beinbruch. Wir vom Danke. buckligen Bronto freuen uns, Ihnen die Königin der Country-Musik vorstellen zu können. Pearl Sinclair! Hallo, alle zusammen. Roy. Stimmt, ich bin Roy Hess. Wo ist sie denn bloß geblieben? Auf der Bühne, da. Hey, zuerst hört ihr einen kleinen Song, den ich geschrieben habe. Hat eine Menge mit mir zu tun. Ich sing überall, ich sing im Saal, im Schuppen, im Lokal, in jeder miesen Scheune, das ist mir total egal. Ein Freund von mir hieß Willi, aß Blätter bloß und Gras. Als ich ihm Fleisch serviert hab, da verkrümelte sich das Aas. Ich träum noch von Ben Bronto, doch von dem hatte ich nix. Denn Vierbeiner flitzen viel zu fix. Ich werd nicht froh, ich frag mich, wo ist bloß der Mann für mich? Ich such ihn überall, doch den Mann find ich nicht. Ich finde ihn wohl nirgendwo, den Dino für mein Glück. Mein Traumplatz wie ne Seifenblase, Stückchen für Stück. Oh Mann, ich hatte eben das Gefühl, dass sie bloß für mich alleine singt. Na, kapierst du jetzt, was ich meine? Wenn Pearl Sinclair irgendwo auftaucht, gibt's immer jede Menge Zoff. Suchst du irgendwelchen Zoff, dann musst du Pearl rufen. Pearl ist bloß ein anderes Wort für Zoff. Kannst ja im Wörterbuch nachgucken, dann wirst du Hab sehen. schon verstanden, Earl. Aber sei doch nicht so voreilig. Wir wissen ja gar nicht, ob sie die Kinder angestiftet hat, dir nicht zu Ist mir gehorchen. Piepsnurzwurst, sie ist schuld, dass die Kinder auf die Idee gekommen sind. Das wäre alles nie passiert, wenn die nicht plötzlich hier aufgetaucht wäre. Das ist nicht fair, Earl. Stell dir vor, ich mache eine Diät und höre damit auf, nur weil eine Fleischtorte im Kühlschrank steht. Und dann hätte die Torte Schuld. Im Kühlschrank ist Fleischtorte? War schön, dass ihr doch noch gekommen seid. Hat mir wirklich eine ganze Menge bedeutet, Kinder. Hätte mir nie träumen lassen, dass ich sowas sagen werde, aber die Fleischtorte muss warten.
Wir müssen ganz leise sein, sonst wacht Papa noch auf. Papa ist schon längst wach. Na? Habt ihr einen netten kleinen Zug durch die Kneipen gemacht, ihr beiden Sumpfdinos? Hör mal zu, Kleiner. Wenn du jemanden suchst, an dem du deine Wut auslassen kannst, lass sie an deiner Schwester. Vielen lieben Dank, Schwester. Genau das hatte ich auch vor. Und sag bloß nicht dauernd Kleiner zu mir. Earl, Sie haben nichts weiter getan, als sich etwas Musik anlegen. Heute vielleicht. Und morgen steigen die bei irgendeiner bescheuerten Band ein und ziehen durch die Gegend wie ihre knödelnde Tante. Und dann leben sie auf der Straße, wo sie dann allmählich versumpfen. Hängen bloß noch mit irgendwelchen oberirren Sumpfis rum und lassen sich von denen blöde Flöhe ins Ohr setzen. Mann, eigentlich wollte ich ja auf die Uni, aber das klingt viel besser. Meinst du, bei den Sumpfdinos gibt's auch ein paar nette Jungs? Klar, Hast du das gehört? Du hast sie komplett versaut. Also geh mir aus der Sonne, mach einen Flugsaurier, sonst werde ich Ach, oberungemütlich. nimm nicht alles so ernst, Bruderherz. Nicht alles ernst nehmen? Das wird euch in den Kram passen, stimmt's? Ihr wollt nur, dass ich mich wie Pearl aufführe. Soll ich mich vielleicht auch auf eine Bühne stellen, dümmliche Liedchen trällern und mein Publikum unterhalten? Ja, ich weiß, das wird euch mächtig gefallen. Wäre echt ein totaler Fortschritt. Klar, dann würden wir mehr auf dich stehen. Klingt wirklich aufregend. Stimmt. So, Pearl, hoffentlich bist du nun endlich zufrieden. Du hast meine gesamte Familie gegen mich aufgehetzt. Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet. Ach, red keinen Schwachsinn. Ich habe keinen gegen dich aufgehetzt. Dazu brauchst du mich nicht. Das hast du ganz allein hingekriegt. Ist doch nicht wahr. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen. Zum Donner nochmal. Sag mir, dass du dich nicht in Pearl verknallt hast. Ich habe mich total in sie verknallt. Du bist nicht fair, du bist beknallt. Hast sie gestern zum ersten Mal gesehen? Stimmt, aber das macht nichts. Immer wenn ich sie angucke, habe ich das Gefühl, dass ich einen alten Freund vor mir sehe. Sie ist irgendwie fremd und trotzdem kommt sie mir unheimlich unfremd vor. Das ist nichts weiter als ein romantischer Traum. Ja, warum? Lass dich bloß nicht von der einwickeln. Wenn Pearl erstmal mit dir fertig ist, dann lässt sie dich fallen wie eine kochend heiße Kartoffel. Da bist du auf dem Holzweg. Pearl will einen Mann fürs Leben haben. Das hat sie mir gestern Abend selbst gesagt. In einem Lied? Mann, kannst es mir ruhig glauben. Die wird dich einfach sitzen lassen. Woher willst du das wissen? Weil sie das mit mir auch gemacht hat. Klar, das hättest du doch vorher wissen müssen. Ist nicht aufregend für eine Schwester, nur mit dem Bruder auszugehen. Vielleicht hältst du mal die Klappe und hörst mir zu. Sie hat das nicht nur mit mir gemacht. Sie hat die ganze Familie im Wald stehen lassen. Die denkt von morgens bis abends bloß an sich selbst. Weißt du was? Wenn du mit mir redest, kräuselt sich deine Nase genauso hübsch wie die von Pearl. Schön, mach doch, was du willst. Meinetwegen kannst du dich in meine Schwester verknallen. Mach ruhig den schwersten Fehler deines ganzen Lebens, Roy. Danke, mein Freund. Ich wollte nicht weitermachen, ohne dich um Erlaubnis zu fragen. Rex schmeißt mich raus, die Tür fliegt zu, die Uhr, die schlägt 5:30. Mein Mann ist Ex, der Superman Rex, der Tyrannosaurus Rex. Rexis Grips wiegt bloß 5 Gramm. Rexis Grips wiegt bloß 5 Gramm. Aha, macht Mist und viel Tamtam. Macht Mist und viel Tam-Tam-Tam. Gramm, Tamtam. Ich weine ihm nicht nach. Ha! Und kommt mein Ex-Tyrannosaurus Rex, schmeiß ich ihn raus und lach. Danke. Weißt du was, Tante Pearl? Papas Freund Roy ist auch ein Tyrannosaurus Rex. Ja, stimmt, ist er. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ein netter Kerl wie Roy hätte einfach nicht das Herz, mich rauszuschmeißen. Und dazu hat er auch nicht die Arme. Hey, wäre das nicht echt zum Lachen? Wenn Tante Pearl heiraten und hier bleiben würde, dann würde euer Vater ganz bestimmt endgültig ausflippen. Stimmt, das ist ein Grund, es auch wirklich zu tun. Logo, Papa ist in letzter Zeit voll eklig Hör drauf. bloß immer sauer. Tante Pearl, kannst du nie beim Papa sein? Oh, ich weiß doch, mein Knubbel, du hast deinen Papa sehr lieb. Jetzt habe ich ihn überhaupt nicht lieb. Papa hat aber seine Gründe, warum er so ist, wie er ist. Echt? Ja, passt mal auf. Als damals unser Vater, euer Opa, gestorben ist, musste Earl mit der Schule aufhören und sich einen Job als Baumschubser suchen, um Mama zu helfen. Ach so, und wo bist du gewesen? Schon damals war es mein größter Traum, Sängerin zu werden. Also bin ich abgehauen, um meinem Traum nachzujagen. Und einem Rodeo-Reiter, der hieß Max. Aber das erzähle ich euch ein andermal. Na, egal. Jedenfalls hat mir euer Vater nicht verziehen, dass er sich ganz allein um unsere Mutter kümmern musste. Du kennst ja echt verschärfte Typen. Erzähl mal mehr über ihn. Das mache ich gern. Ist wirklich ein mächtig interessanter Bursche, euer Papa. Nicht Papa, der ist ein Oberlangweiler. Erzähl was von Max, dem Rodeo-Reiter. Ja. Gut, wenn ihr wollt. Also einmal da. Ja, so super ist der Superkontinent durch ne Echse wie dich. Meint sie mich? Alles Dino-stark und Macken, die hast du nicht. Und dein Schuppenflau hat mich umgehauen. Wer schafft mich, wer raubt mir die Ruhe? So eine Echse wie du. Donner!
du knubbeliger Fleischfresser, du. Ob früh, ob spät, ich flattere wie Papier. Vielleicht flatterst du auch so wie ich, wegen ner Echse wie mir. Alles ist bloß Müll gegen dein Gebrüll. Haust mich immer wieder voll aus dem Schuh. So eine Echse wie du, eine Echse wie du. Na, meine Echse, kannst ruhig raufkommen. Klar, gerne. Das war dinomäßig riesig. Großartig. Danke. Umwerfen. Vielen Dank. Ich danke euch allen. Das war wirklich absolut umwerfend, Pearl. Naja, es gibt ja auch einen umwerfende Mann, an den ich dabei gedacht habe. Wirklich? Wer ist das? Wer, fragst du? Als ob du das nicht genau wüsstest. Mann, du bist wirklich ein komischer Typ. Pearl, ich muss dir mal was sagen. Diese Woche war die oberschönste Zeit, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Bis auf die Ferien auf dem Campingplatz. Weißt du, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass du die Ferien auf dem Campingplatz ganz schnell vergisst. Oh Mann, sowas Romantisches habe ich noch von keiner Frau gehört. Nein, dann küss mich, wie du bis jetzt noch keine Frau geküsst hast. Tja, ich find's komisch, dass du sowas zu mir sagst. Na komm schon, meine Echse. Was ist denn los mit dir? Willst du mich etwa nicht knutschen? Ist was nicht in Ordnung, Roy? Tut mir leid, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ich finde dich wirklich sehr nett, Pearl, das meine ich ganz ehrlich. Aber irgendwie kriege ich auf einmal das Flattern. Du kommst mir nämlich plötzlich unheimlich oberbekannt vor. Und ich habe auf einmal schreckliches Bauchkrimmen. Bitte geh nicht weg. Tut mir leid, wenn ich dir einen Schreck eingejagt habe. Werd nicht froh, ich frag mich, wo ist bloß der Mann für mich? Ich such ihn überall, doch den Mann find ich nicht. Ich finde ihn wohl nirgendwo. So, was mitten in der Nacht. Entschuldige die Störung. Ist doch nicht wahr. Earl, ich wollte mich bloß noch kurz von dir verabschieden. Na, wer sagt's denn? Genau aufs Stichwort. Als mir Roy geflüstert hat, er hätte sich in dich verknallt, habe ich gleich gewusst, dass du wieder den Flugsaurier machst. Statt deine Füße endlich für immer unter einen und denselben Tisch zu setzen und wenigstens einmal ein klitzekleines bisschen Verantwortung zu übernehmen, lässt du Roy hängen. Mit Max, dem Rodeo-Reiter, war es das gleiche in Grün. Und die anderen Typen, die in seine Plattfußstapfen getappt sind, hast du genauso an der Nase rumgeführt. Roy habe ich aber gar nicht hängen lassen. Irrtum, er hat mich hängen lassen. Roy hat dir den Kopf verpasst? Ja. Wieso denn? Wenn ich das wüsste. Ich weiß nur eins, ich kann nicht einen Tag länger hierbleiben, nicht wenn Roy in der Nähe ist. Das würde mir einfach zu sehr wehtun. Du willst dich also wie üblich wieder mal verkrümeln, so wie damals von Mama und mir. Nun hör mal zu. Ich weiß ja auch, dass du damals ein paar schwere Jahre hattest. Aber heute hast du eine Familie, du hast eine nette Frau und 3 reizende Kinder. Da gibt's nichts zu jammern, hast doch ein wundervolles Leben. Da hast du ausnahmsweise mal recht, weil ich nicht so bescheuert war, unbedingt auf eine Bühne zu wollen und oberdämlichen Träumen nachzujagen. Mir muss nicht dieses idiotische Scheinwerferlicht in den Augen flimmern. Ich muss nicht mit meinen Griffeln über Gitarrenseiten schlittern. Wozu brauche ich? Den Rhythmus der Musik oder den Applaus, bloß weil ich mein Publikum überall mit meinen oberstarken Liedern immer wieder zum Kochen bringe? Ist plötzlich so heiß hier drin, hm? Ach, jetzt geht mir ein Licht auf. Du bist eifersüchtig. Deswegen bist du immer so sauer auf mich. Eifersüchtig? Genau. Ich? Wahnsinnig oberwitzig. Ha, ha, ha. Du bist gar keine Sängerin, nein, du bist Komikerin. Das war nämlich eben der Superknüller. Hör zu, Earl. Mir ist da eben etwas eingefallen. Du könntest mir eine große Freude machen, wenn du morgen Abend in den Club kommst. Und du musst die ganze Familie mitbringen. Ich hab gedacht, du willst verduften. Sei pünktlich um 8 da. Es ist mächtig wichtig. Also, was wir damit sagen wollen ist, wir haben dauernd an dir rumgemäkelt, weil du so ätzend öde und ein Schlafdino bist. Doch nun haben wir geschnallt, wieso du so ein Langweiler und versauerter Schmalspürtyp geworden Charlene, hilf mir bloß weiter. Ich wollte ihn eigentlich irgendwie aufbauen. Klar, was Robby sagen will, ist, wir waren immer sauer auf dich, aber nun tust du uns bloß noch leid. Wurde auch langsam Zeit. Ja. Donnernden Applaus für die Frau, die schon Country-Sängerin war, bevor dieser Planet erkaltet ist. Die einmalige Pearl Sinclair. Guten Abend. Vielen Dank für die heiße Begrüßung. Wisst ihr, vorige Nacht habe ich ein Lied geschrieben, das ich gleich heute hier singen will. Nur, als es fertig war, stellte sich raus, es ist eigentlich ein Duett. Tja, und deswegen brauche ich jetzt etwas Hilfe. Ist doch nicht wahr. Und uns hat sie erzählt, sie wäre ein Profi. Ich würde gern meinen Bruder Earl hier auf der Bühne haben und das kleine Duett mit ihm singen. Das gibt's nicht.
Nein! Kauf mit dir nicht zu feige, du singst doch jeden Morgen beim Duschen. Nein, hör auf, sonst singt er wirklich. Denk dran, du bist der Familienlangweiler, der immer auf dem Teppich bleibt, auch wenn kein Teppich da ist. Du singst nicht vor Publikum, oder? Danke für die aufbauenden Wörter. Du traust mir wohl gar nicht zu und genau deswegen traue ich mich darauf. Ja, euch will ich zeigen. Nicht doch, bitte. Was? Nicht singen. Oh nein. Ja, und das hier ist mein Bruder Earl. Vor ziemlich langer Zeit hat er mir einen großen Gefallen getan. Bis heute habe ich mich nicht dafür bedankt. Tja, mit diesem Lied will ich dir sagen, vielen Dank, großer Bruder. Ich weiß, es kommt alles ziemlich spät, aber dafür von Herzen. Oh, ich kann da gar nicht hinsehen. Mancher lebt als Baum, bleibt an einem Ort. Mancher lebt als Blatt, Sturm und Wind wehen ihn weit fort. War immer nur ein Blatt, trieb durch Zeit und Raum. Doch manchmal wünsch ich mir, ich hätte Wurzeln wie ein Baum. Ich war immer ein Baum. War der mächtigste im Wald, doch beneid ich jedes Blatt um die Freiheit, die es hat. Ein Blatt hat mir erzählt, das Blatt gehört zum Baum. ja, geh Nicht denselben Weg, doch uns zweifelt sowas kaum. Und tobt der Sturm wie wild, treibt uns zwei auseinander. Wir zwei gehören zusammen, wir kommen wieder zueinander. Klasse! Toll, Papa! Dino starb. Für immer. Hallo, Mädchen und Jungs. Georgie! Ich freue mich so, dass ihr da Ich seid. freue mich auch. Keiner kommt bei mir zu kurz. Nicht meine Freunde hier im Fernsehstudio. Und auch nicht meine vielen kleinen Freunde zu Hause. Hallo, liebe Freunde. Hallo, wie geht's, lieber Georgie? Und nun gibt's wieder ein ganz dickes Knuddeln von Georgie. Ist das nicht spitze? Und nun sagt mal, Kinder, wisst ihr denn auch, was heute für ein Tag ist? Wir haben heute den Spitzentag. Stimmt, genau. Und ich habe ein Spitzenlied, das ich euch jetzt mal vorsingen möchte. Na, mach schon, fang an. Ich drück euch, ihr mich auch, dass es hier bei uns so braucht. Denn wir sind alle Freunde, heute ist ein Spitzentag. Ihr seid spitze, ja, das find ich stark. Spitze, 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 Spitze. Nochmal. Ist doch nicht wahr, aufhören, aber sofort Schluss aufhören. Davon fallen einem ja sämtliche Schuppen aus. Abschalten. Nicht aufhören, ist mein Videoband. Jetzt wirst du mich nicht mehr nerven, du orangefarbener Plüschbeutel. Earl, sag mal, was tust du denn Von da? morgens bis abends höre ich immer bloß Georgie, Georgie, Georgie. Georgie auf dem Bauernhof, Georgie im Zoo, Georgie am Strand. Mir reicht's. Das mag ich am oberliebsten. Ach ja, und weißt du, was ich am oberliebsten mag? Georgie auf Millionen Kassetten grübeln. Oh. 1, 2, 3. Das war gemein von dir. Sieh mal, wie verzweifelt er Wo ist. ist mein Georgie? Will mein Georgie haben. Du wirst dich bei ihm entschuldigen, Earl. Sofort. Na gut, von mir aus. Also, tut mir leid wegen der Videokassette. Hier, Papa gibt dir Geld, kannst dir eine neue kaufen. Will aber lieber von Georgie abgeknutscht werden. Ich habe einen viel besseren Vorschlag. Papa knutscht dich ab. Und wenn ich den geheimen Zaubertrick wüsste, mit dem ich dich von Georgie abknutschen lassen könnte, dann würde ich sofort anfangen zu zaubern. Tja, aber oberblöderweise bin ich im Zauber eine absolute Null. Nein, das lässt sich machen. Sieh mal, was in der Zeitung steht. Georgie tritt heute persönlich vor der Dino City Kaufhöhle auf. Was? Ist das wahr? Gib her, das muss ich selber Will zu lesen. meinem Georgie, will zu meinem Georgie, will zu meinem Georgie. Hey, da wimmelt's von Millionen kreischender Kinder. Das willst du mir doch wohl nicht antun. Liebst du mich denn nicht mehr? Ihr solltet jetzt lieber losgehen. Au ja. Warum denn gleich diese Hast? Bis zur Kaufhöhle braucht man 10 Minuten zu Fuß. Du weißt, alle Kinder lieben Georgie. Da ist vielleicht eine lange Schlange. Du hast es ihm versprochen, Earl. Hast gewonnen. Mach ihn aus, geh fertig, dann ziehen wir los. Was zum Donner ist denn hier los?
Wir wollen uns alle von Georgie knutschen lassen. Vordringen gibt's nicht. Das können wir vergessen. Von Georgie knutschen lassen. Ui, ui. Bin da, wer noch? Das Gebrüll macht mich fertig. Dieses Gebrüll. Der verrostete Kreissäge klingt dagegen ja wie ein Schlummerlied. Genau. Jetzt geht's mir auch langsam auf die Schuppe. Ich kapiere diesen ganzen Rummel um Georgie nicht. Wieso ist das Kind so wild auf diesen wandelnden Plüschbeutel? Das ist ja noch nicht mal ein echtes Flusspferd. Wirklich nicht? Nein, das ist bloß ein verkleideter Dino. Und sein Kostüm ist noch nicht mal gut. Der Lappen sieht genauso mies aus wie der schlappe Kunstfaserteppich in deiner Bude. Halt, mein Teppich ist aus extra plüschiger Flauschplüschfaser. Na, vergiss es, dieser oberdämliche Georgie macht mich krank. Schon die dümmliche Art, wie der rumlabert. Ihr seid alle spitze? Oh, Papa, ist Georgie vor unserem Haus? Wo denn? Hab den Typen nicht gesehen. Hab ihn aber gehört. Was? Halt, warte, ich hab eine Idee. Ich drück euch. Ihr mich auch. Drück mich auch. Georgie kommt mich besuchen, muss mich lieb haben, mich abknutschen. Roi, er hält mich für Georgie. Meint ihr, was das für mich heißt? Klar, du kannst ihn nachmachen und damit eine Stange Geld verdienen. Ist doch nicht wahr. Nein, das heißt, wenn das Baby wirklich so wild darauf ist, dass Georgie herkommt, kann ich ihn spielen. Oh, genau. Klar. Du hast recht. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Plüschzeug und daraus fummeln wir ein Kostüm zusammen. Hey, ist aber raffiniert. Mann, wenn wir doch bloß genauso einen Teppich finden würden, wie in meiner Bude liegt, dann hätten wir damit kein Problem. Was ist denn? Wo ist mein Georgie? Wo ist mein Georgie? Wo ist mein Georgie? Nicht weinen, mein kleiner Freund. Nun pass mal auf, wenn du dir's wahnwitzig mächtig doll wünschst. Vielleicht wird Georgie dann wirklich zu dir kommen. Willst mich wohl veräppeln? Ich will dich nicht veräppeln, du musst es nur versuchen. Und ich glaube, dann wird's eine gewaltige Überraschung geben. Ich wünsch mir wahnwitzig doll, dass Georgie mich besucht. Ich wünsch mir Georgie. Oh Mann, mein Georgie. Aua, dieser blöde Mein Papa klemmt so. Georgie. Na, wie geht's, mein kleiner Freund? Ich bin Georgie. Und da sind meine anderen beiden Freunde. Tada! Hallo, du bist wirklich spitze. Wir haben dich lieb. Spitze. Dann können wir ja anfangen. Ganz schön was kosten, Georgie. Hör mal, Georgie. Hab dich ganz doll lieb. Hab alle Videos von dir. Die gucke ich mir immer wieder an. Immer wieder. Oh, ist ja schön für dich. Aber Georgie wäre froh, wenn du dir zur Abwechslung mal ein Fußballspiel angucken würdest. Oder eine Fernsehserie. Oh ja. Komm mal her, mach schon. Will jetzt sofort von dir geknutscht werden. Aber klar doch, du bist nämlich ein Spitzenbaby. Hoffentlich fällt mir dabei nicht der Kopf runter. Na, zufrieden? Na, ist das nicht spitze? Nochmal. So, Kleiner, ich hoffe, das war ein Spitzentag für dich. Für Georgie war es nämlich auch ein Spitzentag. Ja. Wir wollen jetzt gleich. 1, 2, 3, 4. Ich drück euch, ihr mich auch. Das ist hier bei uns so Brauch. Denn wir sind alle Freunde, heute ist ein Spitzentag. Ihr seid spitze, ja, das find ich stark. Spitze. Sie sind festgenommen. Ist doch nicht wahr, weswegen? Verbotenes Nachäffen. Sie laufen als gefälschtes Flusspferd herum. Das gibt's doch nicht. Oh, ich muss hier wieder. Besuch für Sie, Sinclair. Bitte? Oh, Mann, endlich. Hallo, Schatz. Na, wie geht es dir denn? Sauriermäßig mies. Ihr müsst mich unbedingt hier wieder rausholen. Die Tage sind lang und die Nächte noch viel länger. Das Essen ist oberfürchterlich. Und stell dir mal vor, es gibt hier nicht mal Fernsehen.
Ich bin schon total vereinsamt, Fran. Hier gehe ich noch rein. Ist doch erst seit 20 Minuten hier. Na, und hab ja genug Filme gesehen. Ich weiß, wie das hier weiterläuft. Es wird bestimmt alles wieder gut. Darfst es nicht so schwer nehmen. Ich habe vorhin schon beim Fernsehen angerufen und mit diesem Georgie darüber gesprochen. Er war wirklich sehr nett. Er hat mir versprochen, dass er herkommt und die Sache ins Reine bringt. Besuch für Sie und der Spitze! Wunderschönen guten Tag, Fran. Hallo, Earl, alter Junge. Hallo. Lieb von Ihnen, dass Sie so schnell hergekommen sind. Schon gut, meine Liebe. War mir eine Freude. Ich will die Sache so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Earl, tut mir wirklich spitzenmäßig leid, dass Sie meinetwegen solchen Riesenärger haben. Aber ich bin auch spitzenmäßig pingelig, wenn einer von meinem süßen Georgie-Kuchen mitnaschen will, der nur selber Essen macht. Ja. Hat er wirklich nie gedacht, dass so ein Wirbel um mich gemacht wird? Ich wollte nie was anderes als die lieben Kinder zum Lachen bringen. Ja, und das haben Sie geschafft. Alle Kinder lieben Georgie. Fran, hätten Sie was dagegen, wenn ich kurz allein mit Earl spreche? Oh, nein, überhaupt nicht. Wir sehen uns dann zu Hause, Earl. Hoffe ich wenigstens. Bis dann. Fran, keine Sorge, das wird bestimmt nicht ewig dauern. Aber ziemlich lange! Was haben Sie da? Die Firma Georgie Kinderunterhaltung und Kinderwerbung sieht's gar nicht gern, wenn man ihr geistiges Eigentum klaut. Ich werde Sie als abschreckendes Beispiel hinstellen, Sinclair. Niemand und keiner setzt auch nur einen Zeh in mein Revier. Ja, das mit Ihrem Revier wusste ich nicht. Ich wollte nur eine kleine Show für meinen Sohn abziehen. Ich habe gedacht, Sie wollen nur, dass die Kinder lachen. Ja, natürlich geht's mir auch um lachende Kinder. Das zählt aber nicht. Das Einzige, was zählt, ist Geld. Georgie-Puppen, Videos, Hemden, Spiele, Lutscher. Unsere Verkaufszahlen waren noch nie so gut wie heute. Doch das ist nur der Anfang, die erste Stufe. Die erste Stufe? Was haben Stufen mit Kindern zu tun? Sie haben doch bestimmt so einen oberüblen Plan im Ärmel, habe ich nicht recht? Klingt ja eklig. Das ist aber nicht Ihr normales Lachen. Demnächst werden wir Stufe 2 anleiern. Das Georgie-Kabelfernsehen. 24 Stunden am Tag rund um die Uhr gibt's nur Georgie zu sehen. Und Werbung. Ha! Dann sind alle wild auf unsere Georgie-Produkte und kaufen, kaufen und kaufen. Ja, aber ich werde meinen Kindern verbieten, sich diesen Georgie-Quark anzugucken. Ich werde das schon schaffen. Bin ja schließlich Ihr Vater. Ach, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Wenn wir erstmal bei Stufe 3 sind, können wir auf Fernsehgeräte ganz und gar verzichten. Dann senden wir auf einer Spezialwelle direkt in die Köpfe der Kinder über winzig kleine Apparate, die wir klammheimlich in alle Wände der Kinderzimmer einbauen. Wissen Sie was? Ich krieg langsam das dumpfe Gefühl, Sie meinen es gar nicht so gut mit den Kindern. Was Sie für ein Gefühl kriegen, ist doch unwichtig. Denn Sie werden noch eine ganze Weile hinter Gittern wohnen. Was? Was denken Sie denn, wieso Sie hier festsitzen? Damit Sie aus dem Weg sind. Oh. Also dann, vergessen Sie nicht, alter Junge, Sie sind spitze. Oh Mann, das halte ich nicht aus. Oi, 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 oi. Hey, Wache, 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 jemand bricht hier bei mir ein. Ist doch nicht wahr, nicht mal hier ist man mir sicher. Halt, aufhören, das ist doch hier keine Baustelle. Wache, Wache, Wache. Ruhe, halten Sie die Mund, Sie Trottel, wir wollen Sie hier rausholen. Sie wollen mich hier rausholen? Klar. Und wie habt ihr die dicke Mauer kaputt gekriegt? Oh, mit diesem Baguette, das ist so 8 wie eine Brechstange. Beeilung, Jean-Claude, wir haben keine Zeit. Wo kommen Sie beide denn her? Na, von der Dinossiativ genervte Eltern. Ui. Wir haben einen üblen Gegner, der unsere armen Kinder mit seinen irrrissigen Sprüchen volllabert und der vor süßlicher Verlogenheit so trieft, dass er damit die armen Eltern von ganz Pangea in den Wahnsinn treibt. Ui. Damit meinen Sie Georgie, stimmt's oder stimmt's? Wir müssen ihn aufhalten. Aber der ist doch beim Fernsehen und gegen das Fernsehen kommt keiner an. Stimmt, er ist mächtig und wir sind nur einfache, genervte Eltern. Doch wir wissen, was wir zu tun haben. Unsere Aufgabe ist sonnenklar. Ui. Wir werden die Welt vor diesem aufgeblasenen Flusspferd Georgie retten. Und diesem Ziel widmen wir alle unser Leben. Das Hirn, die Faust und alles, was wir haben. Wir wollen eine Welt ohne Georgie. Aber ich habe Angst, mir zittern die Knie. Schnell, nimm mich in die Arme, ich brauche Trost. Tut mir leid, dazu haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen nur noch an eins denken, an unser Ziel. Los, kommen Sie, Beeilung, kommen Sie, Monsieur Sinclair. Was? Oh.
Wir haben alles dafür aufgegeben. Werden Sie uns helfen, Georgie zu verjagen? Naja, wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich den französischen Akzent so hinkriege. Ach, was, darauf kommt es doch nicht an. Sie brauchen nichts weiter als Mut, einen klaren Kopf und Sinn für Gerechtigkeit. Hältst du nicht mal meine Hand? Cherie, zum Händchen halten haben wir später noch genügend Zeit. Ja. Wenn wir die Welt erstmal von Georgie befreit haben. Monsieur, Sie müssen uns helfen. Wir haben erfahren, dass Sie Georgie perfekt nachmachen können, mit voller Maske und Kostüm. Jetzt haben wir endlich wieder die Hoffnung, Georgie für immer von seinem Thron zu kippen. Oui. Sie meinen, ich soll ihn noch mal nachmachen? Oui. Sie müssen sich als Georgie verkleiden und sich dann heimlich in seine Firma einschleichen. Das hört sich aber irgendwie gefährlich an. Monsieur! Millionen von genervten Eltern sind total am Ende. Sie klammern sich verzweifelt Hilfe suchen an Sie, Monsieur, so wie ich das jetzt mache. Für die Millionen Eltern? Georgie, hör endlich auf. Du musst nicht so übertreiben. Na gut. Also, wo haben Sie Ihre Georgie-Kostüm? Zu Hause? Sie machen, dass Sie nach Hause kommen. Dort holen wir Sie ab mit dem Kostüm. Dann geht sofort ins Fernsehstudio von Georgie. Abfahrt morgen früh, 6 Uhr. 6 Uhr? 6 Uhr? Los, wir erklären Ihnen den Plan unterwegs. Los, wie Gut. Gehen wir. Ja. Oh, Sie haben Ihr Knüppelbrot vergessen. Macht nichts, los, beeilen. Komme schon. Oh, Vorsicht. Ja. Donner! Ach, du bist es nur, Roy. Wer soll denn sonst um 3 Uhr morgens bei dir reinschneien? Du hast angerufen und gesagt, ich soll rüberkommen. Tut mir leid, dass ich dich aus den Federn gejagt habe. Ich wollte ja bloß noch etwas sagen. Du warst immer ein oberguter Freund. Klar, warst du auch. Bis du mich heute um 3 Uhr früh aus dem Schlaf telefoniert hast. Also, erzähl mal, wo willst du eigentlich hin? Hm? Roy, wenn ich dir davon was erzähle, dann kriegst du gewaltigen Zoff. Ich glaube, dann will ich lieber nichts davon wissen. Ist das so? Oh, hat's vielleicht irgendwas mit Georgie zu tun, alter Freund? Sag mal, bist du Hellseher? Da hängt ein Zettel an eurem Kühlschrank. Achtung, ja, nicht vergessen, Georgie-Kostüm für den geheimen Auftrag mitnehmen. So was Blödes. Wenn du etwa einen geheimen Plan ausgetüftelt hast, wie man dieses orangefarbene Plüschmonster am besten absägen kann, will ich mitmachen. Tut mir leid, komm nicht in die Tüte, ist viel zu gefährlich. Mein voller Name ist Roy Heldenmuth Hess. Heldenmuth war der Mädchenname meiner Mutter. Ich habe ihn übernommen, damit er in der Familie bleibt. Bis heute Nacht war das ja nicht so wichtig, aber weil du... Hör auf, ich will mich jetzt nicht streiten. Ich will dir bloß Lebwohl sagen, weil du der Dino bist, der mir am allerwichtigsten auf der Welt ist. Das ist doch wohl fremd, hm? Donner, hast recht. Ich pack mir doch schnell ein bisschen Proviant für unterwegs sein und dann zische ich sofort von dir ab. Das klingt alles so furchtbar gefährlich. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn dir irgendwas passiert. Darfst es nicht so schwer nehmen. Der Kummer von 2 0815 Dinos ist nicht wichtiger als ein Sack Bohnen, der irgendwo auf der Welt umfällt. Oh, hätte ja fast die Bohnen vergessen. Ein halbes Dutzend Büchsen müsste reichen. Oder vielleicht lieber 6 Büchsen. Kopf hoch. Also, leb wohl, Frenny. Ach, geh nicht weg. Frenny, du musst mich gehen lassen. Wenn ich nicht gehe, wird's mir noch leid tun. Ja, vielleicht noch nicht heute. Und vielleicht auch noch nicht morgen. Und vielleicht auch nicht den Rest der Woche. Aber bestimmt, wenn der Monat zu Ende ist. Hast du mal einen Kalender? Entscheide dich mal, die Mücken kommen rein. Meine tapfere kleine Frenny. Hören Sie, die Georgie-Produkte gehören an den besten Platz in Ihrem Laden, ins Schaufenster. Ist mir egal, ob es ein Gemüseladen ist. Werfen Sie das ganze überflüssige Grünzeug einfach weg. Stellen Sie stattdessen Georgie-Videokassetten und Puppen ins Fenster. Und wenn Sie das nicht tun, dann wird Georgie all seinen kleinen Freunden sagen, dass Mami und Papi in Zukunft nicht mehr in diesem Laden kaufen sollen. Verstanden? Ja, dachte mir schon, dass Sie es genauso sehen wie ich. Und nicht vergessen, Sie sind spitze. Aber nicht so spitze, dass Sie keinen riesen Ärger kriegen, wenn Sie nicht spuren. La 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 la. Ich drück euch, ihr mich auch. Ich bin oberreich, weil ich so brauch. Tut mir leid, wenn ich Sie störe, Herr George. Wer sind Sie denn, hä? Oh, ich bin Roy. Hä? Ich bin bloß ein Fan von Ihnen und ich hätte gern ein Autogramm. Oh, ein Fan. Genau. Ach so, Georgie tut doch alles für seine lieben kleinen Fans. Nett von Ihnen, vielen Dank. Na, für wen soll's denn sein? Oh, Moment, ich muss mir erst einen Namen ausdenken. Na? Ich hab's. Freddy Fröhlich. So, der schlägt. Gut gemacht, Roy. Los, du fesselst ihn. Und ich gehe auf die Bühne und werde seinen kleinen Fans erzählen, was für ein Obermiesling er ist. 30 Sekunden gehen wir auf Sendung. Dann los. Bin schon unterwegs. Sehr gut.
Ja? Earl, du marschierst da nicht alleine raus. Nein, die Hoffnungen und Träume von Millionen genervter Eltern gehen mit dir zusammen raus. Aber weil Hoffnungen und Träume nur Schäume sind, die einem bloß im Kopf rumspuken, marschierst du doch nur mit dir allein raus. Trotzdem, ich wünsche dir sauriermäßig viel Glück. Wann kommt der? Will Georgie sehen. Ach, Mama, müssen wir uns diesen Schrott wirklich reinziehen? Müsst aber mitgucken, alle, Mann. Ich fürchte, ja. Hier ist wieder das Lieblingsflusspferd aller Kinder, Georgie. Ja, Hallihallo, Mädchen und Jungs. Georgie hat heute eine Spitzenneuigkeit für euch. Wisst ihr, Georgie ist nämlich überhaupt nicht der liebe Georgie, für den ihr ihn haltet. Papa? Also, ihr glaubt wahrscheinlich, dass Georgie ein ganz riesig netter Kerl ist, der immer alle nur knuddeln und knutschen will. Aber das... Georgie ist gleich wieder da, Kinder. Ihr könnt euch ja so lange unterhalten. Oh Mann, Roy, ich schaff das einfach nicht. Guck dir doch bloß mal die Kinder an. Sie lieben ihren Georgie. Ich bring's einfach nicht fertig, sie alle so zu enttäuschen. Aber denk mal an die genervten Eltern zu Hause. Die müssen sich sonst weiter mit dem Oberschwachsinn von Georgie rumquälen. Die rechnen damit, dass du auftrittst und ihren Kindern mal verklickerst, wer ihr geliebter Georgie wirklich ist. Hörst du? Ja, bist wirklich ein tapferes, munteres Flusspferd. Hallo Kinder, es geht weiter. Also wir wissen ja alle, dass in der Show eigentlich nie so richtig was los ist. Aber heute will ich euch was Wichtiges sagen. Manchmal kann es passieren, dass eure Helden nicht gerade das sind, was sie sein sollen. Und genauso ist es auch bei Georgie. Liebe Kinder, der da ist ein Schwindler. Er ist gar nicht Georgie, weil ich nämlich Georgie bin. Nein, Kinder, der ist der Schwindler. Ich bin der echte Georgie und ich kann es euch beweisen. Ich schubs dich, ich schubs dich. Du schubst mich und das geht Georgie gegen dich. Was machen die da? In dieser Show ist nur Platz für einen Georgie. Das kann sie doch ihr kleinen Fans nicht antun, oder? Das werden wir ja sehen. Schwirren Sie ab, aber schnell. Hilfe, Hilfe, Kinder, helft mir. So, du albernes, nachgemachtes Flusspferd. Donner, ist doch nicht wahr. Klasse, endlich wird die blöde Show mal ein bisschen fetziger. Ja. Ach, du dicker Dino. Spitze, du hältst dich klasse, Flusspferd Earl. Ja, zeig's ihm. Ja. Hallo Kinder! Ich weiß, es ist nicht besonders lustig, dass sich Georgie und sein böser Zwilling kappeln, dass ihnen der Plüsch um die Ohren fliegt, vor eurer Nase. Also, wir wissen nicht, wer der Gewinner wird. Wie wär's, wenn wir uns so lange auch ein bisschen amüsieren? Gut, wie wär's, wenn wir zusammen ein hübsches kleines Liedchen singen? Mit dem lieben Onkel Roy, ja! Ich komm bald ganz dick! Raus! Ja, ich bin so mächtig, weil ich kräftig und furchtlos bin. Ja, ich komm dick. Sinclair, hey, seien Sie doch vernünftig. Wollen Sie etwa dem größten Star des Kinderfernsehens an die Schuppen oder wie, oder was? Das hier ist für alle armen, genervten Eltern. Donner. Shake it out, shake it out, shake it out now. Shake it out, shake it out, shake it out now. Shake it out, shake it out, shake it out now. Nochmal! Shake it out, shake it out, shake it out now. Shake it out, shake it out, shake it out now. Shake it out now, shake it out, shake it out, shake it out now. Shake it out, shake it out, shake it out now. Shake it out, shake it out.